Ja gut, man kann natürlich sagen, das letzte Duell, das war irgendwie, ich weiß auch nicht, das war einfach Finale. Kann man fast schon so sagen. Zumindest wurde das Wort Final buchstabiert. Oh Mann ey. Aber das war wieder mal typisch, da hat Yugi so viele Karten im Deck, theoretisch, die irgendwie was gegen andere Zauberfallenkarten machen könnten. Ziehe ich sie? Nö, natürlich nicht, warum auch? Ja, zu einfach, wenn ich einen mystischen Weltraum-Taifun oder Staubtornado hätte. Oder 7 Banditen, eventuell geil. Wobei, jetzt hätte ich gerne zuerst angefangen, weil der aktiviert bestimmt jetzt. Komm schon, bitte nicht aktivieren. Oh, Schwein gehabt. So. Dann setzen wir doch erst einmal 2 Karten verdeckt. Was haben wir dann? Und die magische Formel. Okay, das ist natürlich eigentlich cool, aber mein Deck sieht hier noch kacke aus. Dann rufen wir doch mal Silberklaue. Im Angriffsmodus. Denn dort gefällt's uns am besten. Aua. Ah, das sind Schmerzen. Das sind fucking Schmerzen. Die tun weh. Der kopflose Ritter, ja, so wirkt manchmal auch. Hier, Spiegelkraft. Bye bye. 7 Aktionen Banditen. Ach, ist das lange her. Ach, die magischen Hüte gibt's ja auch noch. Silberklaue, direkter Angriff auf Bakuras Lebenspunkte. So. Eigentlich würde ich gerne mal noch Osiris spielen, nur ob der noch kommt, ist ein anderes Thema. Ernsthaft. Was haben wir Schönes? Magische Hüte. Nein, ich will damit meine eigene Falle negieren. Hallo? So, welche Karten brauche ich nicht mehr? Gesammelte Kraft, das klingt eigentlich nicht so schlecht. Ich habe bereits eine, brauche eine zweite davon. Die brauche ich auch nicht, komm. Ich frage mich zwar schon, warum die magischen Hüte nur 3 Karten sind, obwohl ja eigentlich 4 abgebildet sind. Im Anime sind es auch 4. Da verstehe ich jetzt nicht so ganz. Dankeschön für den Boost. Ja, schöne Scheiße. Ja, ich weiß, ich habe gesagt, ich würde ihn gerne rufen, aber doch nicht so. Mann, Yugi, was ist mit deinem Deck los? Ganz ehrlich. Herze Karten für den Arsch, oder was? Die Seelen der Vergessenen, ja, ich vergesse langsam auch. Alter. Kartenzerstörung wäre jetzt episch. Ich will sofort nehmen. Nee, sparen wir Grüben noch auf. Ja, gut. Vielleicht kommt nachher Kartenzerstörung, könnte ja sein. Jetzt kommt Multiplikator, müssen wir gucken. Nee, aber genauso verreckt. Das Problem ist, ich kann nur ein Monster wählen, das bringt mir nichts, weil ich mein Monster auf der Hand aber zur Stufe habe. Mann, Yugi! Was ist los mit deinem Kackdeck, hey? So, kann ich wieder mal was Vernünftiges ziehen? Wow. Wow. 6 Karten habe ich auf der Hand. 4 Stück davon sind Tributmonster. Nicht nur mit einem Tribut, nee, mit 2. Ich meine, wir spielen schon 2 schwarze Magier. Komm, ganz ehrlich. Das ist echt etwas, wo ich sage, muss das sein. Ich meine, ich liebe eigentlich diese Karten, diese Generation. Damals der gute alte Anfang, wenn man so will, wo es diese Karten gab. Das war alles schön und gut. Aber dass man hier für so ein Spiel sein Deck so beschissen... Ich verstehe es einfach nicht. Vor allem, wir hatten vor einiger Zeit mal das Duell gegen Mai. Das war schon ein bisschen näher. Ein paar Duelle gegen Mai. Und Mais HP-Deck hat die... Oder heißt sie, sag ich einfach mal so. Die Entwickler haben es so geil aufgebaut und so alles prima. Dass du mit richtig viel Speed und so arbeiten kannst. Alles geil. Was Lichtrache... Okay. Creepy Lichtrache.
Aber hier ist alles für den Arsch. Sowohl bei Yugi als auch bei Joey irgendwie... Ich verstehe es einfach nicht. Toll. Mal 5 fucking Monster. Oh Mann, ich hätte gerne Bakura-Steak, ganz ehrlich. Ja, Mann, ist cooler. So. Ich setze mal eine Karte verdeckt und warte mal, was so passiert. Ja, danke schön, Schicksalstafel. Yay! 4 Züge sind vorbei, Freunde. So, holen wir noch Beta. Na, fehlt noch Alpha. Die Frage ist, ob er Valkyren auch schon im Deck hat. Cool wäre es eigentlich. An der Schicksalstafel ist einfach so imba. So, Schluss mit lustig, Freunde. Kartenzerstörung. Was Brauchbares. Wow, ich sag immer was Brauchbares. Was kriege ich? Mist kriege ich. Wasserklingenkämpfer. Ja, wenn sowieso gleich vorbei ist, kann man noch machen. Mal gucken, ob er eine Animation hat. Ne, das hatten wir schon mal, war gar keine. Ja. War sogar so. Ja, Angriff kann ich mal gucken, was passiert. Okay, nicht allzu viel. Ja. Was soll ich sagen, Freunde? Ich habe irgendwie, weiß auch nicht, wie ich das immer hinkriege. Aber es sind einfach immer wieder Karten, die in der Kombi nicht funktionieren. Aber immer wieder im Anime so gesehen wird. Ich meine, schwarzes Magiermädchen, Wasserklingenkämpfer, im Kampf gegen Slifer, kennt man alles. Nur eben bringt einem das überhaupt nichts. So, also Bakura kann sich nur noch selbst schlagen, sind wir ehrlich. Weil er muss eigentlich nur noch den L-Buchstaben spielen. Momentan geht es, wenn man eine verdeckte Karte hat. Kann man sagen, was ihm das bringen soll, also. Oh! Die dunkle Todesfurcht. Das ist ein Unterweltler, geil. Hey, nee. Gedrückt. So. Dann spiele ich mal Exil des Bösen. So. Ich natürlich zuerst, oh ich Idiot, zuerst Lichtschwerter spielen können. Hätte vielleicht noch Unterweltler mehr unter seinen Karten gehabt und ja, ihr wisst schon. Ja, natürlich. Hätte alle zerstören können, Mensch. Ne, ihr seht schon, das ist irgendwie, weiß auch nicht, ein bisschen doof ist das Ganze. Und ins Recht weiß, was er überhaupt noch machen soll. Weil ich habe sowieso da verloren, habe immer noch Kackkarten. Andererseits will ich habe zu wenig Karten, jetzt hier noch in mein eigenes Deck zu nehmen. Und ich will ja auch wissen, was Yugis Karten alles so drauf hätten, theoretisch.
Nur in der Theorie, Mann. Ich frage mich ernst, was seine verdeckte Karte sein soll. Und frage mich, wieso er sich selber irgendwie so outplayt. So, wird langsam mal Zeit, hier was anderes zu machen, wa? So, geht ein bisschen Power drauf und kriegt noch die magische Formel drauf, weil ich einfach Spaß dran habe. So, Freunde. Sieht da schon ein bisschen besser aus. Erstmal Visier das platt machen. Damit er mich nicht mehr im Visier hat. Was machen wir mit Osiris? Soll ich ihn rufen? Multiplikator mit Kuribo wäre eine Option, wobei die Dinger kann es nicht opfern. Die Spieltoken, das ist leider ein bisschen doof. Magische Zylinder bringt mir auch gar nichts, sind wir ehrlich. Oh, Jogen! Lange nicht mehr gesehen. War doch damals in diesen Spirit Decks. Wurde der oft eingesetzt. Bärformet. Ja, ja, du bist auch ein Bärformet. Ein dritter Sangan übrigens, ja? Nur mal so by the way. Kack-Schicksalstafel. Ich sage, er outplayt sich selber. Ich verstehe gerne, was seine verdeckte Karte überhaupt sein soll. Ja, natürlich. Der Ritter, der immer kopflos ist. Ernsthaft? Jo. Trotz allem interessant, aber gut, vorhin haben wir es jetzt endlich hinter uns. Ja, ich hab's verstanden, die verdammte Schicksalstafel. Mann, ey. Wenn es so weitergeht, stell dir mehr ein eigenes Deck zusammen. Eigentlich schon genug Dual Points zu hätten, was zu kaufen. Aber irgendwie, ich will eigentlich wieder mit ihren Decks spielen. Das auch mal nicht so kennenzulernen, weil es ist ja auch ein Lernfaktor für mich selber. Weil wenn ich mal selber ein Deck zusammenstelle, wäre sowieso immer das Gleiche. Oder ziemlich noch dasselbe. Schön. Ich spiele erstmal die magischen Hüte. Setz sie mal und dann mal gucken, vielleicht hat das bereits Schicksalstafel auf der Hand gehabt, dann wären die nämlich bereits weg. Nee. So, besser wird's nicht. Die macht auch nicht viel. Ein Schneewolf, der schön anzusehen, aber im Kampf absolut bösartig ist. Achso, ich dachte absolut unfähig wäre. Oh, schön. Diese Seele ist doch zum Vergessen. Hier ist einiges zum Vergessen. Hätte ich doch jetzt nur 7 Werkzeuge des Banditen. Naja, man kennt's ja. Hätte, wäre, Fahrradkette.
So ein Ungeheuer, kein Unterweltler, ich lass es mal. Der dunkle Geist, der Stille. Hat sie wohl gebracht. Ah, mehr Schicksalstafeln, ja schön. Die Frage ist, ob mehrere Fallenkarten der Schicksalstafel, also mehrmals den Buchstaben F hat. Da auch ein paar Mal I, N, A und L, weil dann wäre das Deck ziemlich voll. Dann muss ich ihn halt vorher platt machen, geht nicht anders. Die magischen Formeln für ein bisschen extra Kick. Beta vernichtet das Monster. Und das Dunkelmagie-Mädchen darf mal direkt angreifen. Dankeschön. So, jetzt haben wir zwar einmal die Fallenkarte. Die Frage ist, bringt mir die jetzt noch etwas oder ist dafür bereits zu spät? Ich meine, wir wissen ja, er hat mehrmals Schicksalstafel, also mit dem Buchstaben F. Dann ist halt die Frage, wenn wir seine aktuell zerstören können, ob wir es dann sogar irgendwie noch hinkriegen, lang genug zu überleben, bis er die nächste rufen würde. Oh, dunkle Todeswort schon wieder. Doch nicht mal an, er greift das Vieh an, wa? Ah, jetzt. So. Magischen Hüte, kommt und zeigt euch. So, was haben wir da Schönes? Seelentasche würde ich sehr gerne nehmen, deswegen lass es mal noch. Vervielfachen. Momentan nicht viel. Auch gerne haben. Lichtschwer bringt momentan nicht viel. Magische Form geht auch nicht. So. Haha. So. Das müssen wir jetzt in diesem Zug platt machen. Bye bye. Mal schnell noch Beta flippen. Flip den Beta. Und nicht den Beta. Ich würde sagen, mal weiter auf dem Friedhof. Gib mehr Boost, Freunde, mehr Boost. Boost, Boost. So. Können Sie ganz theoretisch noch jemanden zurückholen? Die Frage ist bloß, wen? Da kommen auch nur um ihn zu trollen. So. Schwarzes Magiermädchen Nummer 2. Direkter Angriff und endlich mal vorbei. Alter. Bakura, alles in Ordnung? Wo bin ich? Du bist jetzt bei deinem Freund Bakura. Ich bin froh, dass es Bakura gut geht. Der Ring ist immer ein Puzzle. In ihm wohnt ein antiker Geist, der unter anderem braucht, um zu existieren. Und auch wenn der Geist des Rings böse ist und Bakura gegen dessen Willen steuert, scheint dennoch Bakura zum Überleben zu brauchen. Aber es gibt einen großen Unterschied zwischen Bakura und mir. Was soll das sein? Der Geist in meinem Gegenstand ist mein Freund. Und du und ich sind immer zur Stelle, um uns gegenseitig zu unterstützen, egal was noch vor uns liegt. Du warst da, um mir zu helfen, als mein Großvater in Schwierigkeiten war. Und jetzt bin ich hier, um dir zu helfen, die Welt von dem Bösen zu retten. Ich verspreche, dass wir zusammen die Geheimnisse deiner antiken Vergangenheit enträtseln und herausfinden, wie du deine verborgenen Kräfte freisetzt, bevor Marek sie sich nehmen kann. Und dein Schicksal auch meins ist. Und wir werden gewinnen. Ganz genau. So, Herz der Karten, genau, wir haben alle gewonnen. Sehr schön. Das Erwachen des Bösen, Freunde. Der Kampf zwischen Joey und Marek? Fragezeichen.
Ging Yugi in sein Zimmer zurück, um sich auszuruhen. Er wurde plötzlich von einem Mann überrascht, der ein Gewand und auch einen Turban trug. Oh, wer könnte das wohl sein? Sein Name war Shadi. Nicht Shahid, sondern Shadi. Und er erklärte, dass er gekommen war, um Yugi Ratschläge für die Herausforderungen zu geben, die vor ihm lagen. Ich bin der Wächter über die 7 Millenniumsgegenstände. Ich bin hier, weil ich weder eine Störung in der mystischen Ausrichtung spürte. Alle 7 Gegenstände sind an Bord, ebenso die 3 ägyptischen Götterkarten. Das bedeutet, alle Objekte, die in der Lage sind, die Welt zu retten oder zu zerstören, sind genau hier. Hä? Die Sicherheit der Erde hängt von dir ab, Yugi. Beherzige meine Worte. Sollten die falschen Personen die Kontrolle über einen der Millenniumsgegenstände oder eine der ägyptischen Götterkarten übernehmen, dann könnten die Folgen katastrophal sein. Es ist schon einmal fast passiert, als Pegasus Duelmonsters geschaffen hat. Aber wie? Alles begann, als Maximilian Pegasus erstmals nach Ägypten kam. Er war auf der Suche nach einer Möglichkeit, sich wieder mit seiner verlorenen Liebe zu vereinen. Seine Suche führte ihn zu mir und ich schenkte ihm das Millenniumsauge, denn er war dazu bestimmt, es zu besitzen. Kurz danach entdeckte er die Ursprünge der antiken ägyptischen Schattenspiele. Pegasus war von diesen Spielen besessen und beschloss, sein Leben ihrer Neuerschaffung zu widmen. Auf einer seiner früheren Forschungsreisen zu den antiken Pyramiden hatte Pegasus vor, die Steine mit den Darstellungen der ägyptischen Göttermonster zu finden, von denen er gelesen hatte. Also führte Pegasus und sein Team von Archäologen zu einer unter dem Wüstensand verborgenen unterirdischen Kammer. Nach einem stundenlangen Fußmarsch erreichten wir das Ziel unserer Reise. Pegasus betrat die schwach beleuchtete Kammer. Wie versprochen brachte ich ihn in die antike Ruhestätte der ägyptischen Göttertafeln. Pegasus fand, was er suchte, ohne zu wissen, dass ein Begriff war, eine unvergleichliche, verheerende Kraft zu entfesseln. Triumphierend kehrte Pegasus nach Amerika zurück, um seine Karten nach der Grundlage der Bilder zu entwerfen, die er in Steinen gefunden hatte. Er war dazu bestimmt, die ägyptischen Göttermonster zu wecken, aber er war nicht dazu bestimmt, ihre mächtige Magie zu kontrollieren. Obwohl Pegasus die Prototypen der 3 ägyptischen Götterkarten fertigstellte, flog er sofort nach Ägypten, um sie im Grab neben den Originalgravuren zu versiegeln und der Welt ihre absolute Macht zu ersparen. Mit Ishizus Hilfe schloss Pegasus die Karten unter einem Siegel ein. Dann versucht Marek sie zu stehlen? Ja, wenn ihm alle 3 in die Hand fallen sollten, wären die Folgen verheerend. Ich kann dir versichern, dass Marek nie alle 3 ägyptischen Götterkarten besitzen wird. Ein Pharao, es ist eine Ehre für mich, erneut in der Gegenwart zu sein. Ich weiß, dass du die Ordnung der Welt wiederherstellst und diesem Chaos ein Ende bereiten wirst, wie du es vor 5000 Jahren schon einmal getan hast. Ich habe volles Vertrauen in dich. Alter, ich kann langsam nicht mehr. Im zweiten Duell trafen Marek und Joey aufeinander. Da Odium vorgab, Marek zu sein, stand Odium vor Joey, bereit für das Duell. Ja, lassen wir loslegen. Endlich mal. Freunde, wir legen auch los, aber ich würde sagen, erst in der nächsten Folge. Dann gegen Odion Marek, in Anführungszeichen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.